kascht dat eis? Dei froh heier de Medags anzwer net nëmmen Beerdech. Ja, Europa huet e Preis. Ja, die ganz Administrationun hai am Haus. D'Europa deputéiert an hir Maderbechte, Kommissioun, die versetzert, Gebaier, all dat ass net fir näicht. Meet sinn awer ganz sicher och net sos, dat man die Sue bezuelen. D'Europa kascht all Bierger ongeféier eng Tas Kaffee den Dach. D'Europäesche Union geht ganz viersichtig mat einem ganz klenge Minibudget an huet am Gegensatz zu den Memberländer 0 Schulden. Natürlich as dawer erlaubt froh Kächtepunkt von Europa zu stellen. Wir kommen wir stellen eis mal gerade so dachst froh vom Nutzen von Europa. Was bringt die Europäische Union dem Bürger? Und da geht es mal direkt etwas, was nicht an Tase Kaffee an Euro zu rechnen ist. Und das ist der Frieden. Europa ist Zentrum der Gründung ein Friedensprojekt. Und allein das müsste schon als Daseinsberechtigung durchgehen. Wenn wir dann aber das finanziell gucken, da gehen doch ganz interessante Chiffren vom Rechercheservice aus dem Parlament. Zahlen, die nicht einfach so erfunden sind, sondern ganz konkret mit Etüden beleuchtet sind. Die Studie nennt sich übrigens Coût de la Non-Europe, Cost of Non-Europe. Die Ökonomisten haben geguckt, wo mehr Europa was bringt. Aber das den Amend kascht, weil man an manchen Bereichen das Potenzial, das Europa als kennt, bieten, nicht ausnutzen. Da geht es um Suen, um Arbeitsplätze, um langfristige Wursten. Das erinnert mich an eine Aussage vom Kommissionspräsident Juncker. Der Jean-Claude Juncker hat gesagt, Europa misst an den großen Sachen mit groß gehen und an den kleinen Sachen klein bleiben. Und das ist genau das. Europa muss da ergreifen, wo es etwas bringt. Der Begriff Kächte vom Nicht-Europa ist nicht neu. Der Begriff an die Berechnungen geht schon seit den 80er Jahren. An dem Montant, also der Betrag, den Nicht-Europa als kascht, ändert doch permanent. Am Juli 2000 wären es am ganzen rund 990 Milliarden Euro, die Defizienzen von Europa, das Nicht-Europa als kascht. Die neuesten Zahlen liegen aber schon auf 1270 Milliarden Euro. Ein konkretes Beispiel dafür. Ein digitaler Markt, oder besser gesagt, der Fakt, dass wir nach keinem einheitlichen digitalen Markt haben, kostet uns 341 Milliarden Euro pro Jahr. Bankenunion, mit dem Ziel, eine mögliche neue Finanzkrise zu verhindern, bringt uns 209 Milliarden am Jahr. Die Weiterentwicklung vom einheitlichen Marché für die Bürger und Konsumenten bringt uns 319 Milliarden. Ein einzelnen Energiemarché wird uns 50 Milliarden mehr kosten wie die Situation, die wir haben. Die Koordination der Steuerpolitiken bringt uns 72 Milliarden mehr Ausgaben. Den einheitlichen Transportmarkt 14,8 Milliarden. Anders könnte so weiterfahren. Apropos Transport, da gibt es ein Flottbeispiel. Zwischen Wien und Mailand für den Zug. An dieser Strecke wurden Millionen investiert, für den Trajet mehr sicher zu machen. Lo ist den Trajet auch mehr sicher. Aber was geschieht? Wenn der Zug auf die Grenze beim Brennersee kommt, dann muss er stehen bleiben. Wenn es unterschiedliche Reglementationen an Österreich und an Italien muss der Maschinist rausklammen. Das ist kein Witz, ne? Und er muss die Luten um den Zug wechseln. An Österreich müssen die Luten um den Zug nämlich der sind, die reflektieren, an Italien sind die verboten. Die ganze Prozedur dort, die dauert 25 Minuten. 25 Minuten die Eisenbahn, die Klienten verlieren. Die Zeit, die angespurt gouf, durch eine bessere Strecke, geht verloren durch unnötige Reglemente. Also da wirklich nicht übrig, heute zu vereinheitlichen. An der Beispiele gehen da an alle Bereiche.
an all denen, die ich für run opgezählt hun, an nach viel dabei. Die Ökonomisten haben übrigens auch ausgerechnet, wie die einzelnen Länder sich entwickelt hätten, wenn sie der EU nicht beigetreten werden. Da kommt raus, dass ihren PIB, also ihre Reichtum, 10% unter dem leihen, was sie an der EU erreicht haben. Einzige Ausnahme ist Griechenland, mit außen ist eine andere Geschichte. Ziel von diesem Europaparlament muss es sein, auch in Zukunft Vorteile für die Bürger zu schaffen, unnötige Barrieren aufzurappen, das Leben in Europa mehr einfach zu machen. Die Chantiers sind identifiziert, lo heißt es, der wir abstrippen und die Ideen umsetzen.